Sehr geehrte Gäste, es ist mir eine große Ehre, Sie im Namen des Stiftungsrates der Stiftung für das sorbische Volk und des Kuratoriums des Cieszynski-Preises herzlich zur feierlichen Preisverleihung des Cieszynski-Preises und des Förderpreises zum Cieszynski-Preis hier im Festsaal des Sorbischen Museums in Bautzen begrüßen zu dürfen. Der Cieszynski-Preis ist die höchste Auszeichnung der Sorben und wird im Andenken an den bedeutenden Schriftsteller und Klassiker der sorbischen Literatur Jakub Cieszynski verliehen. Ich begrüße besonders Sie, sehr geehrte Laureatin Frau Tudla Malling und Herrn Jan Malling, und die Laureatin des Förderpreises Frau Jadwiga Kaulfürst und Herrn Dr. Fabian Kaulfürst. Ihnen, verehrte Laureatin, ist diese Festveranstaltung gewidmet und wir feiern sie mit lieben Gästen, die ich herzlich begrüße. Es ist uns eine große Ehre, dass die sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus, Frau Barbara Klepsch, heute hier in Bautzen mit uns ist und dass sie die beiden Preise verleihen wird. Herzlich willkommen. Ich begrüße die Abgeordneten und Mitglieder des Parlamentarischen Beirates der Stiftung für das sorbische Volk, insbesondere den Vorsitzenden, den Abgeordneten des Sächsischen Landtages Markus Schiemann und Frau Lehmann vom Brandenburgischen. Ich darf als erstes begrüßen Frau Silvia Lehmann. Herr Schiemann wird es sicherlich verstehen, denn Frauen zuerst heute. Ich begrüße die Stiftungsratsmitglieder, unter ihnen den Oberbürgermeister der Stadt Cottbus, Herrn Holger Kelch, welcher mein Vertreter ist. Den Direktor der Stiftung, Herrn Jan Buder, die Mitglieder des Kuratoriums des Cieszynski-Preises. Ich begrüße den Vorsitzenden der Domowina, Herrn David Statnik, und die Vertreter unserer sorbischen Vereine. Ich begrüße für die Stadt Bautzen Herrn Dr. Böhmer und auch als den Hausherrn des Museums den Bautzener Landrat Herrn Michael Harich und die Direktorin des Sorbischen Museums, Frau Christina Borgusch, und verbindlichen Dank
für Ihre Gastfreundschaft. Ich begrüße Sie, liebe Laureaten der vergangenen Jahre, und Sie, liebe Gäste an den Bildschirmen. Ganz herzlich begrüße ich alle Familienangehörigen, Freunde und Unterstützer der Laureatin und nicht zuletzt verbunden mit einem Dankeschön für die Übernahme der verantwortungsvollen Aufgabe, die Laudatoren Frau Mirana Zuschke und Katharina Bayer. Ich freue mich, dass wir die Preisverleihung heute zum ersten Mal auch der breiten Öffentlichkeit über Stream zugänglich machen können und bitte alle Anwesenden, die geltenden Hygienevorschriften einzuhalten. Mit dem Czischinski-Preis werden herausragende Leistungen auf dem Gebiet der sorbischen Kultur, Kunst oder Wissenschaft gewürdigt und vielversprechende Anfänge in diesen Bereichen gefördert. Das Kuratorium hat beschlossen, den Czischinski-Preis 2021 Frau Todler Maling und Herrn Jan Maling für ihre herausragende publizistische Tätigkeit auf dem Gebiet der sorbischen Kulturgeschichte und ihr besonderes Engagement in der wissenschaftlichen Gesellschaft Matica Srpska, im sorbischen evangelischen Verein sowie ihr Wirken für das sorbische Volk zu verleihen. Auch der Czischinski-Förderpreis wird in diesem Jahr einem Paar verliehen, Frau Jadwiga Kaulfürst und Herrn Dr. Fabian Kaulfürst, für ihr vielseitiges und engagiertes Wirken auf dem Gebiet der sorbischen Sprache und Kultur, für die Umsetzung kreativer Projekte sowie die Pflege der Beziehungen zwischen Ober- und Niederlausitz und zu den slawischen Nachbarn. Beide Preise sind dotiert. Es werden eine Urkunde und zum ersten Mal eine Ehrennadel mit dem Bildnis Czischinskis überreicht. Die geistige Tradition Czischinskis fortzuführen heißt, sich begeistern, die eigenen Fähigkeiten ausbauen und die Sprache der Väter pflegen, die Verbindung mit dem Volk erhalten und in die Zukunft denken. Liebe Laureaten, diese Veranstaltung ist Ihnen gewidmet. Erlauben Sie mir aber, am Vorabend des 30-jährigen Jubiläums der Stiftung für das sorbische Volk noch einige weitere Worte. Wir erleben gerade einen historischen Augenblick, welcher uns herausfordert, die Entwicklung der nächsten Generationen bewusst beeinflussen. Dabei ist die finanzielle Ausgestaltung der Förderung des sorbischen Volkes und ich wage zu behaupten, der politische Wille dazu sehr hoch. Am Vorabend des 30-jährigen Bestehens der Stiftung kann ich allen Sorben zum Abschluss des neuen Finanzierungsabkommens mit einer signifikanten Steigerung der Zuschüsse gratulieren. Für das verliehene Vertrauen auch in diesen Zeiten sprechen wir dem Freistaat Sachsen, dem Land Brandenburg und dem Bund ein herzliches Dankeschön aus. Die Bekräftigung der besonderen Rolle und des Alleinstellungsmerkmals der Sorben in und für die Lausitz zeigt sich in der Verankerung und Umsetzung des Strukturstärkungsgesetzes und im Bekenntnis, dass auch die Belange der Sorben im Strukturwandel förderfähig sind. Das ist für mich persönlich das Ergebnis eines bisher unvergleichlichen gemeinsamen Vorgehens auf unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Ebenen. Ich wünsche mir, dass dieser gemeinsame Geist der Umsetzung in der Ober-, Mittel- und Niederlausitz weiter herrscht, dass das Vorhaben, die Lausitz übergreifend, Erfolg hat und die Mittel insbesondere dort eingesetzt werden, wo diese für die Revitalisierung der sorbischen Sprache am notwendigsten sind.
Ich wage zu behaupten, dass die finanziellen, politischen und rechtlichen Voraussetzungen den notwendigen Rahmen bilden. Unser tatsächliches Vermögen sind aber unsere Menschen, unsere Sprache, unsere sprachlichen Fähigkeiten, unser fester Wille, unser Nationalstolz, unser Herz, das Wissen und die Bildung, die Gemeinschaft und die Beziehungen. Wir leben in der Freiheit. Das sollte 30 Jahre nach der politischen Wende ebenso Beachtung finden wie das friedliche gemeinsame Miteinander, wozu auch wir beitragen wollen, dass dies so bleibt. Wir sind ein kleines, autochthones Volk, verbunden in Europa und haben mit unserer schöpferischen Kraft und dem Lebenswillen unserer Verantwortung zu entsprechen und die Lausitz selbstbewusst zu gestalten, als eine lebendige Region zwischen den Metropolen Dresden, Leipzig, Berlin, Wrocław und Prag. Diese Beschreibung aus einem der Strukturwandelunterlagen ist nicht nur, auch hinsichtlich der Lebenszeit von Cieszyński, eine Vision, sondern ein Teil unseres Selbstverständnisses. Erschließen wir uns weiterhin unsere geistigen und schöpferischen Fähigkeiten und benutzen diese für zukunftsweisende Entscheidungen. In diesem Sinne ehren wir auch die heutigen Ausgezeichneten. Ich wünsche uns eine würdige Feierstunde und bitte jetzt Frau Barbara Klepsch zu ihrer Ansprache nach vorn. Sehr geehrte Frau Maling, sehr geehrter Herr Maling, sehr geehrte Frau Karl-Fürst, sehr geehrter Herr Kaul-Fürst, sehr geehrte Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete, Frau Silvia Lehmann und lieber Marco Schiemann, lieber Landrat, Herr Oberbürgermeister, Herr Finanzbürgermeister aus Bautzen, meine sehr geehrten Damen und Herren hier im Saal und zu Hause vor den Bildschirmen. Ja, es ist mir in der Tat eine große Freude, es ist mir eine große Ehre, heute hier bei Ihnen die Aufgabe übernehmen zu dürfen, den Cieszyński-Preis als Förderpreis und als Hauptpreis zu verleihen. Diese Preisverleihung ist für das sorbische Volk immer wieder ein herausragendes Ereignis, aber nicht nur für das sorbische Volk, sondern für uns alle. Und das hat viele gute Gründe. Im letzten Bericht der sächsischen Staatsregierung zur Lage des sorbischen Volkes, es ist der 5. Bericht, steht folgender Satz: Die das sorbische Volk charakterisierenden, schöpferisch geistigen Leistungen werden von ihm selbst erbracht. So unscheinbar der Satz auch klingen mag, er bringt eine riesige und dauerhafte Herausforderung für die Sorben in Deutschland zum Ausdruck. Warum ist das eine Herausforderung? Im Gegensatz zu einigen kleinen Völkern und Volksgruppen in Europa haben die Sorben keinen Heimatstaat außerhalb der Grenzen Deutschlands, die sie unterstützen könnten, sei es materiell, sprachlich, kulturell oder im Sinne einer Identitätsstiftung. Daher ist der Schutz des Rechts der Sorben, ihre Sprache und Kultur zu pflegen, ein besonders hohes Gut für den Freistaat Sachsen. Wir wissen um die anspruchsvollen Ziele in der sächsischen Verfassung, die Minderheiten- und sorbenrechtlichen Gesetze sowie die verschiedensten speziellen Regelungen auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene zum Schutz und zur Förderung der sorbischen Identität. Der Freistaat Sachsen sieht sich in der Pflicht, für stabile Rahmenbedingungen zu sorgen, um den Schutz und die Förderung der sorbischen Sprache und Kultur zu gewährleisten. Ja, aber auch ihre Anerkennung und Wertschätzung ist dem Freistaat ein wichtiges Anliegen. Sicherlich kennen Sie in diesem Zusammenhang auch unsere Kampagne
Sorbisch, na klar, die in lockerer Art aufzeigen möchte, dass die Zweisprachigkeit der Lausitz etwas Wertvolles ist. Vor allem sind es aber auch Formate wie der Czesinski-Förderpreis, die diese Wertschätzung und Anerkennung verkörpern und somit sorbische Identität lebendig machen. Die Preisträgerinnen und Preisträger, die heute geehrt werden, sind wichtige Vordenker, die sich in Kultur und Wissenschaft für das sorbische Volk verdient gemacht haben. Ihr Einsatz fußt auf Enthusiasmus, innerer Überzeugung, auf Liebe zur sorbischen Sprache, Kultur und Überlieferung, auf Liebe zu den Menschen, die in der gesamten Lausitz, aber auch darüber hinaus leben. Durch ihr Engagement kommt aber auch eine soziale Komponente zum Tragen, die den Zusammenhalt nicht nur der Sorben wirkungsvoll unterstützt. Meine Damen und Herren, es ist vor allem der Schutz und die Förderung der sorbischen Sprache, die immer wieder im Mittelpunkt der Bemühungen von uns allen stehen. Das gilt nicht nur für den Freistaat Sachsen. Es gilt vor allem für die heute zu ehrenden Preisträger, für sorbische Institutionen und Vereine und davon bin ich überzeugt, ebenfalls für das Land Brandenburg und den Bund. Ja, deshalb bin auch ich froh, dass wir für die Stiftung für das sorbische Volk ein gutes 4. Finanzierungsabkommen abschließen konnten. Die sorbische Sprache hat in der Lausitz ein charakteristisches Gesicht gegeben, sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg und auch darüber hinaus. Und von Namensforschern liegen uns dazu umfangreiche und sehr aussagekräftige Erkenntnisse vor. Sie wissen es sicher, viele Familiennamen und Ortsnamen sind sorbischen und slawischen oder slawischen Ursprungs. Das gilt beispielsweise nicht nur für Kamenz, Löbau oder Gröditz, sondern eben auch für Chemnitz, Leipzig oder Dresden. Und alle, die in heutiger Zeit Sorbisch sprechen und schreiben, die sorbische Kultur leben und sich mit der Geschichte sowie den Traditionen befassen, tragen in ganz hohem Maße zum Reichtum und zur Einzigartigkeit der Lausitz bei. Deshalb wünsche ich uns allen, dass der Czesinski-Preis uns immer wieder auf ein Neues aufmerksam macht, welche großen Persönlichkeiten sich für den Erhalt dieses Reichtums in der Lausitz einsetzen. Ich möchte von Herzen den Organisatoren danken, die unter besonderen Herausforderungen diesen Preis organisiert, vorbereitet, damit wir ihn, denke ich, in einer sehr guten und würdevollen Art durchführen können. Und ich möchte von ganzem Herzen den Ausgezeichneten gratulieren. Wiele Zbosza Mitowani. Litio saeca abonoce, naniu vuvalam iapece, bena bödli satigelu, naniu sabish niamam velu. Zajča gašse zube cysčim, z neju randevu se visčim,
Piją kafej z marmeladu, Ksił tu lubku zeżrasz kradu. Gaszpen kwat am kłowiedu, Wiem, jak żocio zawiedu. Ja co stupim se pod duszu, słyszym juskać już tu luszu. Wecek dawam szakę zuki, gaż ja jedu ze Suzuki. Kunie pryki przez te buki. Przeczurjami stoi ten Juri, przytom ten cygaru kuri. Nasz to żuczo przyszłowen, ten cerkus kęcupen. Szej tu lajnu obliż ryś, ja du żynca z drugim pisz. Gronni lubka cerwiena, Miejsce cię sukelena, penia jedu ze Suzuki. Do moj pryki przez te suki. Zajedu do tłustek dupka, to niech masz ty meja lubka. Niech mnie krzawi meja głupka. Feierrippe Mirosław, jena tysac sich jastał. John Sazes kachlo brał, sagt doch mal, wo fängt Sau? Feierrippel Mirosław, jena tysac sich Na tysac sich jastał. jastał. Przecoczony namazał, nigdy na to harował. Dap, dap, da, 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 da. Feierrippe Mirosław, jena tysac sich jastał. Niezożenie z mikiem chaos, kiedy zbożo pyrzączał. Feierrippe Mirosław, jena tysac sich jastał. A so z nich na holczki smiał, rap jednu pomajkał. Daba 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 daba. Daba 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 dum 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 dab 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 dab. Feierrippel Mirosław, jena tysac sich jastał. Dżęc je bleszko sydi dał, a so trochu potukał. Luba Jadwiga a Fabiano, Liebe Čeština Jadwiga, ministrka Knini Klepšová, lieber Fabian, Čestinič Vonoju kuratorium, sehr geehrte Frau Ministerin Vážení Klepsch, hosté. sehr geehrte Mitglieder des Kuratoriums, Štož verehrte uznal Gäste, si za právo, was du für Recht erkannt und Pflicht, dobiš dač v skutkach. das lass an Taten auch erwachsen. Tute słowa Jakuba Barta Ciszynskiego Diese Worte zu Jakuba jednactven Ciszynskis sind ein Leitsatz der diesjährigen Träger des Ciszynski-Förderpreises. Jadwiga Krautwurstova,
Jadwiga Kaulfürst, geborene Mark, wuchs in einer rein sorbischen Familie in Bautzen und Kuckau auf. Die Wiege ihres Schöpfertums finden wir in der Familie. Mit Liebe und Geduld haben die Eltern das Saatkorn der sorbischen Sprache, Musik und Religion in sie ausgebracht. Für die Früchte der Saat können wir heute Dank sagen. Fabian Kaulfürst wuchs in Bautzen auf, in einer Familie mit deutscher Mutter und einem Vater, der kein muttersprachlicher Sorbe ist, jedoch mit solcher Gründlichkeit seine Kinder Sorbisch lehrte, dass er ihnen sorbische Seele einzuimpfen vermochte. Heute würden wir die Kinder der Familie Kaulfürst Wiederkinder oder Neusprachler nennen. Auch die Wiege für Fabians Schaffen steht in seiner Familie. Den Eheleuten Jadwiga und Fabian Kaulfürst wird der Preis gemeinsam verliehen. Die beiden sind jedoch nicht erst seit ihrer Ehe aktiv. Das Sorbische war ihnen bereits als Schülern und Studenten eine Herzensangelegenheit. So engagierten sie sich im Gymnasialverein Societas Slavica Budisinensis. Dort entstanden erste Kontakte mit anderen Minderheiten und Musikproduktion mit Gesangabenden. Die Gruppe Vulbernosce, deutsch etwa Albernheiten, wurde in dieser Zeit gegründet und ist mittlerweile schon 24 Jahre aktiv. Sie pflegt das Volkslied in nahezu allen slawischen Sprachen auf vergnügliche und unterhaltsame Weise. Während ihres Studiums an der Universität kümmerten sie sich gewissenhaft um die Stipendiaten der Stiftung für das sorbische Volk und zeigten ihnen den Weg in die sorbische Welt. Mit der Organisation und Durchführung der Ferialkurse des Sorbischen Instituts hält Fabian Kaulfürst bis heute die Verbindung zu sorbisch Interessenten aufrecht. Im sorbischen Kindertheater sammelte Fabian erste Bühnenerfahrung. Was er dort gelernt hatte, setzte er später erfolgreich bei der Aufführung von Sketchen zu Veranstaltungen der Dekanatsjugend ein, ebenso bei der Rockoper Vučlane Peter, der King Peter, für die er das Libretto schrieb und Regie führte. Er unterstützte die Kuckauer Jugend beim Schreiben und Einstudieren von Programmen für Dorffeste und auch die Leipziger Studentenvereinigung Sorabia war dankbar für sein Talent. Bis heute berät er Studenten beim Schreiben von Sketchen und deren theatraler Umsetzung auf der Bühne. Fabian ist ein multitalentierter Produzent sorbischer Texte. Schon als Jugendlicher übersetzte er Liedtexte für die Jugend, für Schulen und Religionswochen. Einige der Texte finden sich im heutigen katholischen Gesangbuch Wassadnik und werden gern auf religiösen Veranstaltungen gesungen. Gelegenheitsdichtungen zu verschiedensten Anlässen zeugen von seiner Vielseitigkeit, mit der er jeden für die sorbische Sprache zu begeistern sucht. Das gelingt ihm auch mit seinem Akkordeon, mit welchem er auf Polterabenden, Geburtstagen, Dorffesten, Karnevalsveranstaltungen zum gemeinsamen Singen ermuntert. Mittlerweile hat sich bei den Sorben eine Akkordeonbewegung entwickelt, die von der Sangesfreude unseres Volkes zeugt. Für Fabian sind das Festtage. Die Gruppe Przespolny hat Fabian Kaulfürst im Jahr 2006 zu ihrem musikalischen Leiter erkoren. Mit ihm graben sie alte, vergessene sorbische Volkslieder aus und bringen sie mit Stolz auf die Bühne. Fabian Kaulfürst
hat für alle existierenden Formen der sorbischen Sprache großes Interesse und er nimmt eine jede ernst. Er bemerkt Details der Aussprache, hat eine Ader für die Sprache. Über den sprachlichen Zugang baut er sich Brücken in verschiedene Regionen der Lausitz. Seine Liebe zum Sorbischen ist der Schlüssel seiner Liebe zum Mitmenschen. Fabian Kaulfürst ist Sprachberater des Vereins Kulisker in Schleife. Für den Verein hat er unter anderem im Schleifer Liederbuch Daimiene Jaiko Regeln der Aussprache und das Vorwort verfasst. Bereits als 16-Jähriger suchte er Kontakt zu älteren muttersprachlichen Niedersorben. Von ihnen lauschte er sich die originale Aussprache und Betonung ab und vermochte dies für sich zu konservieren. Mit dem Format Kukajski Kukavje, zu Sigurni Vujice Choi, 2 Kukauer Starkästen, was tut sich in der Oberlausitz, des brandenburgischen sorbischen Rundfunks RBB verbindet er heute gemeinsam mit dem Nachbarn Jan Reda die Ober- und die Niederlausitz. Als Sprecher der Niedersorbischen Sprachkommission sorgt er für die weitere Entwicklung und Weitergabe des Niedersorbischen. In seinem beruflichen Alltag wirkt er mit am Aufbau des Portals dolnoserbski.de und ist unter anderem mitverantwortlich für die Neuausgabe der Niedersorbischen Bibel. Beiden Laureaten liegt die Weiterentwicklung der sorbischen Sprache besonders am Herzen, damit sie für ihre Sprecher weiterhin authentische Heimat sei. Ein Schritt in diese Richtung ist die Übersetzung des Buches Schwintuchai, 2 Schlingel, aus dem Tschechischen ins Obersorbische. Die humorvollen Geschichten lösen bei Kindern wie Erwachsenen Lust am Lesen sorbischsprachiger Literatur aus. Beide sind überzeugt. Sprache bedarf der Chance, von den Mitmenschen mitgenommen zu werden. Beide sind für die Macica Serbska in der Obersorbischen Sprachkommission tätig. Sie wünschen sich mehr Wählbarkeit beim Anwenden der Sprache und einen einfacheren Umgang mit Fehlern, auf dass die gesprochene Sprache nicht verloren geht und die Schriftsprache ihren Benutzern nicht so kompliziert erscheint. Jadwiga Kaulfürst kümmert sich als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Vitai-Sprachzentrums um die Sprachbildung von Vorschulkindern und organisiert Sprachkurse in der Lausitz. Wir können sie auch eine Lobbyistin der sorbischen Sprache nennen. Schon als Jugendliche betrat Jadwiga die musikalische Bühne. Ganz zu Beginn gemeinsam mit Mircin Wetzlich und Schlagermusik. Später mit dem Doppelquartett Synki, Klänge. Auf ihre Initiative tritt das sorbische Jugendensemble seither in sorbischer Tracht auf. Im Jahre 2010 übernahm sie die künstlerische Leitung des Chores Lipa, die Linde in Pančvić-Kukau. Ihre Probenarbeit ist aufopferungsvoll und konsequent. Ihr gelang es, den Laienstimmen eine artifizielle Leistung zu entlocken. Minutiös plant sie die Wirkung von Programmen. Abwechslung ist ihr wichtig. Nicht überlässt sie dem Zufall. Das Repertoire, welches sie mit den Sängerinnen und Sängern einstudiert, ist sehr vielseitig. Klassische sorbische Chormusik gehört ebenso dazu wie Kirchenmusik. Mit der neuen Reihe Lipa und Freund.de bietet sie dem Publikum Programme mit aktueller Schlager- und Popmusik. Bei den schon traditionellen Medleys dieser Konzertreihe ergänzen sich die Eheleute ohne Worte. So bei der Zusammenstellung von Melodien, dem Schreiben der Texte und der Regie der szenischen Aufführung. Die ständig ausverkauften Konzerte zeugen von der Sehnsucht des Publikums nach dem Erlebnis sorbischsprachigen Vergnügens.
Die Stimmung unter den Leuten beflügelt und bestärkt beide. Die Lipa-Mitglieder sind euch dafür überaus dankbar. Bei all diesen Aktivitäten kümmert sich die Dirigentin auch um den musikalischen Nachwuchs. Auf den Frühjahrskonzerten des Chores Lipa haben auch die Lipki, die Kleinlinden, ihren Auftritt. Die Kinder der Chormitglieder haben wie ihre Eltern einen Platz im Programm. Den ersten Kontakt mit dem Lipa-Nachwuchs hatte sie zum 100. Jahrestag des Klangkörpers, auf dem sie den Jugendchor leitete. Neben den Sängern sorgt sie sich auch um die Förderung junger Pianisten und Musiker, indem sie anspornt und ihnen Bühnenauftritte ermöglicht. Die ersten unter ihnen sind mittlerweile erfolgreiche Musiker. Darüber hinaus benötigen wir auch Chorsätze und musikalische Arrangements. Auch um diesen Nachwuchs kümmert sich die Laureatin mit Beständigkeit. Der jüngste Ertrag des gemeinsamen Schaffens des Ehepaares Kaulfürst ist die Entwicklung und Umsetzung des Cieszynski-Pfades. Wer von Ihnen noch keine Gelegenheit hatte, mit Jakub Bartschichinski gemeinsam zu wandern, sollte dies recht bald nachholen. Es lohnt sich. Im Moment arbeiten beide an einer Sammlung von Volksliedern aus dem 19. Jahrhundert, die digital zugänglich gemacht werden sollen. Wir sind gespannt, was sie uns noch alles bescheren. Die Laureaten des Cieszynski-Förderpreises sind reich an Taten und bescheiden an Lohn. Möge ihr Wirken anstecken. Liebe Jadwiga, lieber Fabian, für euer weiteres Schaffen wünsche ich euch viel Glück und alles Gute. In Tradition von Cieszynskis Vielseitigkeit und Kreativität möchte ich mit seinen Worten schließen. Den Dank der Welt erstrebe nicht. Auf Würdigung sei nicht erpicht. Vergehst du sonst in Gram und Schmerzen. Der Tatenlohn, ihn findest du im Herzen. Es ist mir eine große Freude, eine große Ehre, die Auszeichnung, die Ehrung jetzt vornehmen zu dürfen. Und ich darf die Urkunde noch einmal verlesen. Die Stiftung für das sorbische Volk verleiht Jadwiga Kaulfürst und Dr. Fabian Kaulfürst den Cieszynski-Förderpreis für ihr vielseitiges und engagiertes Wirken auf dem Gebiet der sorbischen Sprache und Kultur, für die Umsetzung kreativer Projekte sowie die Pflege der Beziehungen zwischen Ober- und Niederlausitz und zu den slawischen Nachbarn. Bautzen, den 16. Oktober 2021. Herzlichen Glückwunsch.
Sehr geehrte Frau Ministerin Klepsch, sehr geehrter Herr Schiemann, sehr geehrte Vorsitzende des Stiftungsrates Susanne Schenk, sehr geehrte Kuratoriumsmitglieder, Sehr geehrter Herr Statnik, sehr geehrter Herr Buda, sehr geehrte Anwesende. wir bedanken uns von Herzen für den verliehenen Preis bei der Stiftung für das sorbische Volk und natürlich bei den Kuratoriumsmitgliedern. Es ist eine Ehre, ihn empfangen zu dürfen. Wir freuen uns auch deshalb, weil das in Verbindung mit der Ehrung des Ehepaares Malink mit dem Cieszynski-Preis geschieht. Verehrte Laudatorin, liebe Katharina, herzlichen Dank für die schönen Worte, die lieben Worte. Beim Zuhören staunt man selber, wie viel sich so angesammelt hat. Wenn sich manchmal jemand Sorgen um uns macht, ob das nicht alles ein bisschen zu viel sei, so können wir mit reinem Gewissen sagen, das, was wir tun, tun wir mit Freude und aus Überzeugung. Die Dankbarkeit und Freude, die wir zurückbekommen, trägt uns und ist uns Ansporn. Wir nehmen den Preis im Bewusstsein entgegen, dass viele unserer Freunde eine Auszeichnung ihrer oftmals ungesehenen und ungelobten Bemühungen verdient hätten. Allen zur Genüge Dank zu sagen, wird uns wohl heute nicht gelingen. Auf jeden Fall möchten wir in diesem Zusammenhang auf die guten Rahmenbedingungen verweisen, die Aktivitäten auf dem kulturellen Sektor begünstigen. Es sind dies unter anderem die staatlichen Förderungen, durch die die Stiftung beständig Vereine und Gruppen unterstützen und Projekte fördern kann. Auch Formen wie der Ideenwettbewerb Sorbisch verbindet und der sächsische Mitmachfonds regen Kreativität an. Ähnlich ist es mit der Unterstützung von Laien durch die Institutionen, beispielsweise durch das Theater und das sorbische Nationalensemble. Das alles würde jedoch nicht nutzen, wenn sich nicht Leute engagieren würden. Wir sind dankbar dafür, dass wir mit so vielen Menschen zusammenwirken und Gemeinschaft erleben dürfen und so gemeinsam Vorhaben realisieren können. Wir sind dankbar, dass wir bei uns Sorben eine Jugend haben, die voller Begeisterung singt, musiziert, tanzt und Projekte wie unlängst die Rockoper Carpe Noctem verwirklicht. Wir haben unsere Freude daran, wie bei uns traditionelle Werte und zeitgemäßer Lifestyle selbstverständlich verbunden werden. Das ist eine der Grundfesten für das weitere Bestehen der Sorben. Wenn in Zeiten von Like-Zählungen auch ein Sapatschpo, vergelt's Gott, seinen Wert nicht verliert, wenn auf Polterabenden Volkslieder die gleiche Begeisterung hervorrufen wie sorbisch oder englischer Hip-Hop, wenn es dem Leiter einer Firma für Innovationsmanagement eine Herzensangelegenheit ist, zu Ostern Osterreiter zu sein, oder wenn Kinder Sorbisch über die neuesten Computerspiele in Sorbisch diskutieren. Wir sind der Meinung, dass diese breite und selbstverständliche Akzeptanz von Kontrasten und das parallele Pflegen verschiedener Interessen und Neigungen zu den Besonderheiten der Sorben zählen. Es gibt aber auch Bereiche, wo wir uns eine breitere Akzeptanz bzw. mehr Dynamik und Flexibilität wünschen, unter anderem auf dem Gebiet der Sprache. Wir sollten über die Liberalisierung der Schriftsprache im Sinne einer Erweiterung der akzeptierten stilistischen Mittel in der Literatur diskutieren. Vor allem aber würden wir einen Exkurs darüber begrüßen, wie die teilweise großen Differenzen zwischen Standardsprache und der im Volk gesprochenen Sprache überwunden werden können. Wichtig wäre auch, sich bewusst zu machen, welche sprachlichen Gewohnheiten wir muttersprachlichen Sorben im Umgang mit Neusprechern und Sprachlernenden haben und diese selbstkritisch zu reflektieren. Dass uns solche und ähnliche Fragen am Herzen liegen, daran haben unsere Eltern einen großen Anteil. Wir sind euch dankbar für all die Werte, die ihr uns mit auf den Lebensweg gegeben habt und die uns lieb und wichtig sind. Ihr habt uns beigebracht, sich für gesellschaftliche Entwicklung zu interessieren,
sich auf verschiedensten Gebieten zu engagieren und eine eigene Meinung zu haben und zu vertreten. Wir danken euch, dass ihr uns gefördert, unterstützt und begleitet habt. Dankbar sind wir auch für viele weitere Impulse, die uns im Leben geformt haben. Zum Beispiel Lenka Thomas, die mit mir in der 1. Klasse Musiktheorie geübt hat. Meiner Klassenlehrerin Christa Buder für die Briefmarken als Belohnung dafür, dass wir uns mit meinem Grundschulkameraden immer Sorbisch unterhalten haben. Martin Wetzlich und Michael Lorenz, dass sie uns beigebracht haben, auf der Bühne zu stehen und keine Scheu vor großem Publikum zu haben. Theresia Schön, Mirana Zuschke und vielen Lehrern am sorbischen Gymnasium, die bei uns Schülern das Bewusstsein für das Sorbische gestärkt haben. Romana Görlich, dass sie mir als erste die Leitung einer Gesangsgruppe anvertraut hat. Marco Schmole, der mich auf dem Wittichenauer Karneval für das Akkordeonspielen begeistert hat. Er war auch derjenige, der mir das Tor zum Reich der mährischen Zimbalmusik geöffnet hat. Stellvertretend für Generationen sorbischer Studenten möchten wir uns bei Heinz Richter bedanken, der über Jahrzehnte die gute Seele der Leipziger Sorabistik war. Ein herzlicher Dank gilt auch Martin Pernak für das gemeinsame Plinsenessen mit älteren Damen aus Burg, bei dem ich erstmals Niedersorbisch gesprochen habe. Georg Frano für seine wunderschöne Volkssprache und Manfred Starosta für die Vermittlung niedersorbischer, wendischer Sprachkenntnisse auf akademischem Niveau. Bedanken möchten wir uns auch bei Professor Dietrich Scholze, dass er an uns geglaubt hat und uns eine Chance als Doktoranden gegeben hat. Bartels, dass er mich nach Cottbus geholt hat, wo ich ausgesprochen gern arbeite. Bei Annette Žižek für die Anregung, mich für einen Arbeitsplatz im Kollegium zu bewerben, in dem ich mich jetzt so wohlfühle. Bei den Studenten und Studenten der Sorabia in Leipzig, dass ich schon so viele Jahre mein Schärflein zu ihrem Fasching beitragen kann. Mit ihren kreativen Programmen sind sie die besten Freundesfischer für uns Sorben. Bei Judith Kubitz für den ständigen Beweis dafür, dass ein Dirigent einer Handvoll schwarzer Punkte auf Linien einen Zauber entlocken kann. Und Nikolaus Böhmack, dass er mich mit herzlichen Worten auf meinen ersten Schritten als Dirigentin der Lipa begleitet hat. Bei allen Sängerinnen und Sängern des Chores Lipa, sowie der Gruppen Chespolny und Wolbernosce, als auch bei den Nuknitzern für alle schönen und beglückenden Erlebnisse, für ihr Vertrauen in unsere Leitung und alle Anstrengungen auf und hinter der Bühne. Dank auch Peter Korrenk, unserer Panschwitzer Domowina-Gruppe und an viele andere für ihre Offenheit, sich gemeinsam an Projekte zu wagen und neue Dinge auszuprobieren. Und an alle, die uns stets als Joker unterstützten, wenn eine helfende Hand gebraucht wurde. Zum Beispiel meine Schwester Judith oder Martin Stepański, der uns heute erlaubt hat, etwas zu berichten. Wie Katka, also die Laudatorin, bereits gesagt hat, haben wir in den letzten beiden Jahren eine neue Internetseite erarbeitet mit sorbischen Volksliedern, die ab heute online ist. Und allen, die uns dabei unterstützt haben, herzlichen Dank nochmal, die uns unterstützt haben. Aus dem 19. Jahrhundert, die Lieder, die Volkslieder, die jetzt veröffentlicht sind, sind ungefähr in der Anzahl von 500 mit Texten, Noten. Man kann sie sich anhören und sie sind in unterschiedlichen Formaten. Dort kann man sich auch Lieder aussuchen, aus welchem Dorf sie kommen, wer sie gesucht haben. Man kann sie ordnen nach dem eigenen Geschmack, nach Melodie, wie man möchte. Wir haben große Freude daran, dass es heute geklappt hat, sie zu veröffentlichen, und wir hoffen, dass Sie auch viel Vergnügen dabei haben. Herzlichen Dank.
Hej, ste adresu, to som ja skepsol, ja tu ešte raz praju celý jedno rehizo, ja smiem. serbske-ludové-spive.de Delnosrbske to samsne, serbske-ludové-spive.de Hej. A to je Jadwiga rekla, ja nesmiem to rec, ale všetkým Jadwigam dženca, Bože žonovanie k meninám. Und allen Jadwigas nochmal ganz herzlichen Glückwunsch zum heutigen Namenstag.
Knieże bodaj im, knieże bodaj im, knieże bodaj im. Knieże bodaj im, knieże bodaj im, knieże bodaj im, knieże bodaj im. Knieże bodaj im, knieże bodaj im, knieże bodaj im, knieże bodaj im.
Ljubljano, Ljuba Trudla, Liebe Trudla, lieber Jan, Ljuba Trudla, Ljubljano. Čestčeni přítomní. Ja, to nicht kopisch de Männer hiščinu. verehrten Anwesenden, ich benenne nicht mal alle. In diesem Jahr steht die Verleihung des Tschichinski-Preises ganz im Sinne der Zweizahl. Zweimal wird heute der Preis, der Hauptpreis und der Förderpreis, 2 Ehepaaren verliehen. Das Seltene ist in unserem Fall das Besondere und ehrt herausragende kulturelle und Forschungsleistungen. Das erste Buch von Trudla und Jan Malink war gleich ein gemeinsames Projekt. Als Jan Malink 1982 in Prag zum Zusatzstudium an der Fakultät der evangelischen Theologie Komenskis weilte, schrieb er im Strahow-Archiv Texte von Mikłaus Andritzky ab. Anhand von Briefen, literarischen und publizistischen Schriften erstellte das Ehepaar Malink eine dokumentarische Biografie zur Person des Schriftstellers und katholischen Geistlichen. Das Buch mit dem Titel Traurigkeit war Da und Hoffnung vermittelt zugleich Einblicke in das soziale und religiöse Leben der Sorben in katholische Dörfern Ende des 20. Jahrhunderts. 2 Jahre später erschien die bemerkenswerte Buchpublikation von Trudla Malinková Und wieder musst du dich entscheiden. Es ist das Lebensbild der sorbischen Lehrerin und Schriftstellerin Marija Kubášec. Im Geleitwort zur überarbeiteten deutschen Fassung schreibt Trudla Malinková: Das elterliche Gehöft von Marija Kubášec und meines stehen keine 5 Minuten voneinander entfernt. In einem kleinen Oberlausitzer Dorf Quos. Sie wurde in einem Kaiserreich geboren, ich in einem Land, das an den Grundlagen des Sozialismus baute. Trudla Malinkas Buch habe ich wie einen Krimi gelesen. Der Anspruch an ihre eigene Arbeit ist hoch. Ich zitiere aus einem Interview 1996. Ich versuche, Bücher so zu schreiben, wie ich sie selbst gern lesen würde. Das heißt, umfangreich recherchiert, verlässlich in Fakten und interessant in seinen Beziehungen und menschlichen Dimensionen. Großen Zuspruch im In- und Ausland fand ihr Buch Ufer der Hoffnung über die sorbischen Auswanderer nach Übersee. Mit den Nachkommen der Auswanderer unterhält Trudla Malinková langjährige Beziehungen. Das englischsprachige Buch Shores of Hope Whence Go Overseas wurde 2010 mit einem Award des Concordia Historical Institute in St. Louis, Missouri, als Bestes zum Thema Kirchengeschichte ausgezeichnet. Zu den umfangreichsten Forschungsprojekten von Trudla Malinková gehört die Biografie des evangelischen Pfarrers Jan Kilian, der 1854 mit einer Gruppe von nahezu 600 Sorben die Lausitz verließ und in Texas die sorbische Kolonie Serbien gründete. Sie initiierte eine internationale Konferenz zu Jan Kilian, die Einweihung des Denkmals für ihn und eine CD mit seinen Kirchenliedern. Bereits 1999 hatte sie Gedichte des Geistlichen in der Reihe Sorbische Poesie zusammengestellt. 2014 wurden die Vorträge der Konferenz in einem deutsch-englischen Sammelband herausgegeben. Trudla Malinkovás Forschungsergebnisse schlummern nicht in Schränken, sondern sind einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Dies beweist eine große Anzahl von Aufsätzen in Zeitungen und Zeitschriften. Zugleich ist sie in der Ober- und Niederlausitz bekannt als sachkundige und redegewandte Referentin.
Sie erstellte Ausstellungskonzepte für das Sorbische Museum in Bautzen 1998 zum Auswanderungsthema und zum 200. Geburtstag von Jan Kilian im Jahre 2011. Besonders hervorzuheben ist ihre Konzeption für die Ausgestaltung des Wohnhauses und Ateliers von Mircea Noack Neronski als Gedenkstätte des sorbischen Künstlers und Schriftstellers in Nechern. Sie macht ihre Forschung anschaulich zugänglich und verbreitet Wissen zu den Sorben und ihrer Kulturgeschichte. Schon viele Jahre interessiert sich Trudla Malenkova für Spuren des Sorbentums in der Lausitz und außerhalb. Im Sorbischen Institut arbeitete sie am großen Inventar sorbischer Kulturdenkmale. Die Dokumentation Der alte Friedhof in Rhone ist Zeugnis ihrer gewissenhaften Forschung. Nach jahrelanger akribischer Recherche erschien 2019 das lang erwartete Begleitbuch Sorbische Denkmale. Die Denkmale stehen in enger Verbindung mit der Geschichte und Geschichten zu Persönlichkeiten und Geschehnissen, mit welchen die Autorin zur Aufdeckung hinterlassener Spuren des Sorbischen beiträgt. Anfang nächsten Jahres erscheint eine erweiterte Ausgabe in deutscher Sprache. Im Zusammenhang mit dieser Arbeit gab Trudla Malenkova Anregungen zur Restaurierung alter und zur Errichtung neuer sorbischer Erinnerungsstätten. Viele dieser Projekte hat sie verwirklicht, teils mit der Mačita Srpska, dem sorbischen evangelischen Verein, oder mit Gemeinden und Privatpersonen. Zum Beispiel wurde durch ihre Initiative die Gedenkstätte des Smollerschen Grab auf dem Brotschenberg erneuert und eine Gedenktafel für Arnošt Muka an seinem Wohnhaus in Bautzen angebracht. Dass sie auf den geistigen Spuren dieser beiden Persönlichkeiten wandelt, beweist ihr großes Engagement für die evangelische Zeitschrift Pomhaj Bo. Sie, erste Frau als Redakteurin, erfüllt die Zeitschrift mit anspruchsvollem Zeitgeist, nach der bekannten Losung Gott zu ehren und den Sorben zum Nutzen. Diese Losung hat bereits Jan Gotthelf Birmer im Jahr 1732 dem evangelischen Gesangsbuch vorangestellt. Sie hat ihre Gültigkeit nicht verloren, wenn ich an die Arbeit und das Wirken von Trudla und Jan Malink denke. Die Losung schmückt ebenfalls die neueste Ausgabe des sorbischen Gesangsbuches, für dessen Erstellung und das Redigieren Jan Malink keine Mühe gescheut hat. Unermüdlich arbeitete er an den Texten und Übersetzungen. Die lebendige sorbische Sprache war und ist ihm wichtig. Jan Malink initiierte den 1994 gegründeten sorbischen evangelischen Verein. Unentbehrlich waren seine Impulse und Beiträge im Vorsitz des Vereins und im sorbischen Kirchgemeindeverband. Er ist Mitbegründer des sorbischen Heimattages in Hoyerswerda. Jan Malink nahm als Pfarrer und sorbischer Superintendent auch Einfluss auf die mittlere und die Niederlausitz, obwohl außerhalb der sächsischen Landeskirche gelegen. Zielstrebig kümmerte er sich um sorbischsprachigen evangelischen Pfarrernachwuchs und gründete die sorbische Predigerkonferenz. Seine inhaltlich und rhetorisch hervorragenden Predigten, seine Vorträge zu evangelischen Kirchentagen und Veranstaltungen haben das sorbische Kirchgemeindeleben außerordentlich bereichert. In den Grußworten zu seiner Verabschiedung im letzten Sommer war es wiederholt zu hören, zum Beispiel von Sigrun Nazdalina aus Hoyerswerda. Herzergreifend sind die Predigten von Jan Malink. Nach dem Gottesdienst durften wir ihn zum Heimattag als hervorragenden Unterhalter kennenlernen.
humorvoll erzählte er verschiedene lustige Anekdoten. Die sorbische Kirchengeschichtsschreibung hat Jan Maling mit seiner Forschungsarbeit bereichert und durch seine Herausgebertätigkeit das aktuelle Wissen in die Öffentlichkeit getragen. 2017 erschien unter seiner Regie der Sammelband 5 Jahrhunderte, die Sorben und die Reformation, der ebenfalls ins Englische übertragen wurde. Parallel zu diesem Thema fand eine Ausstellung im Sorbischen Museum statt, an deren Erfolg er maßgeblich Anteil hatte. Zum 400-jährigen Jubiläum der Kirchgemeinde St. Michael 2019 erarbeitete Jan Maling als Herausgeber und Autor eine Chronik, die das Sorbische in der Gemeinde umfangreich thematisiert. Er selbst wirkte 17 Jahre als Pfarrer an der Michaeliskirche im Sinne einer guten Gemeinschaft sorbisch- und deutschsprachiger Kirchgemeindemitglieder. Zahlreich sind die Veröffentlichungen Jan Malings zur sorbischen Literatur und zu bedeutenden sorbischen Persönlichkeiten in den Zeitschriften Pomhajbo, Roslat und im Lietopis. Unter anderem verfasste er Aufsätze zu Jakub Lorenz Saliski, Micha Hurnig, Jaromir Hendrich Imisch, Albert Waurig und Jan Wouter. Unlängst veröffentlichte er im Roslat eine tiefgründige Analyse zur sorbischen Legende Die zerstörte Stadt. In der Zeit der politischen Wende 1989 engagierte sich Jan Maling, wie auch seine Frau, in der sorbischen Volksversammlung. Er vertrat die Sorben gemeinsam mit Matto Scholze am zentralen Runden Tisch in Berlin und war eine wichtige und überzeugende Stimme für die Anerkennung der Interessen und für die Förderung von Maßnahmen für das sorbische Volk. Nach der Gründung der Stiftung für das sorbische Volk war Jan Maling die ersten Jahre Mitglied des Stiftungsrates. Trudla und Jan Maling wirken seit 1991 in der neu gegründeten wissenschaftlichen Gesellschaft Macica Sapska. Trudla Malinkova ist schon viele Jahre Vorsitzende des Ausschusses für Denkmale und der Sektion Geschichte, für die sie früher die Veranstaltungen der Macica und heute die Macica Akademie, eine Vortragsreihe zur sorbischen Geschichte und Kultur, organisiert. Seit 2008 bis 2016 war Jan Maling ehrenamtlicher Vorsitzender der Macica Sapska. Er initiierte unter anderem die Ausschreibung von Preisen für den sorbischsprachigen wissenschaftlichen Nachwuchs, welches nun alle 2 Jahre verliehen werden. Hier ist sehr trocken, deshalb Entschuldigung bitte. Gut erinnere ich mich noch an die ersten Veranstaltungen der Macica nach der politischen Wende. Auf der im Jahre 1992 stattgefundenen Veranstaltung zum Thema unter stalinistischem Sozialismus 1945 bis 60 berichteten Zeitungen über ihr bitteres Schicksal und ihre schrecklichen Erlebnisse in jener Zeit, über vermeintliches Unheil. Der ehemalige Vorsitzende der Macica Sapska, Mircin Völke, sagte damals, die Macica möchte, vor allem Inspirator der sorbischen Geschichtsschreibung, ihr Popularisator und auch Multiplikator. Trudla Malinkova hatte die damalige Veranstaltung inhaltlich und organisatorisch vorbereitet und auch die Diskussion angeleitet. Jan Maling hielt eine der thematischen Einführungsvorträge. Das Symposium ein Jahr später hatte ein ebenso brisantes Thema: das sorbische Schulwesen zwischen sozialistischer Ideologie und nationaler Verantwortung 1945 bis 1970 und stieß auf großes Interesse in der sorbischen Bevölkerung.
Hier könnte ich immer noch weiter aufzählen. Trudla Ayan Maling haben dazu beigetragen, dass dunkle Stellen der Geschichte beleuchtet werden. An neuen Erkenntnissen zur Bewertung von politischen, kulturellen und kirchlichen Ereignissen bei den Sorben und in der Lausitz allgemein haben sie maßgeblichen Anteil. Die positive Arbeit für die Forschung ist für beide ein Bedürfnis. Wir sind uns die treuesten Korrespondenten, beschrieb Trudla Malenkova kürzlich ihre fruchtbare Wechselseitigkeit. Gemeinsam wandern sie durch Berge und Täler des Lebens und Malenks Kinder wandeln auf ihren geistigen Spuren. Liebe Trudla, lieber Jan, zum Cieszyński-Preis, der euch beiden heute verliehen wird, gratuliere ich von ganzem Herzen. Ich wünsche euch für die Zukunft Gesundheit und genügend Kraft für weitere Projekte, getreu der Losung, Gott zu ehren und den Sorben zum Nutzen. Die nächsten Generationen werden daraus schöpfen. Herzlichen Dank. Es ist mir eine große Freude, eine große Ehre, den Cieszyński-Preis überreichen zu dürfen. Und ich darf die Urkunde verlesen. Die Stiftung für das sorbische Volk verleiht Trudla Maling und Jan Maling den Cieszyński-Preis für ihre herausragende publizistische Tätigkeit auf dem Gebiet der sorbischen Kulturgeschichte und ihr besonderes Engagement in der wissenschaftlichen Gesellschaft Matica Serbska im sorbischen evangelischen Verein sowie ihr Wirken für das sorbische Volk. Bautzen, den 16. Oktober 2021. Herzlichen Glückwunsch.
Sehr geehrte Frau Ministerin Klepsch, sehr geehrte Vorsitzende des Stiftungsrates Frau Schenk, verehrte Mitglieder des Kuratoriums des Cieszynski-Preises, werte Verantwortliche in den sorbischen Institutionen und Vereinen, liebe Freunde und Angehörige, die Entscheidung über die Verleihung des diesjährigen Cieszynski-Preises hat uns beide überrascht und erfreut. Wir danken allen, die am Vorschlag und an der Entscheidung beteiligt waren, die das heutige Fest vorbereiteten und es gestalten. Wir danken der Laudatorin für ihre ehrenden Worte und den Künstlern für das Festprogramm. Die Verleihung des Preises ist uns eine Ehre. Wir nehmen ihn mit Dankbarkeit an. Ein kleines Volk ist ein Unglück. So fasste in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts Maria Kubaszyc ihre Lebenserfahrungen zusammen. Als Unglück betrachtete sie die Folgen der Kleinheit, wie die Begrenztheit der Möglichkeiten, die engen Denkmuster oder auch die Wehmut über das ungeachtet aller Bemühungen fortschreitende Schwinden sprachlicher und kultureller Werte. Möglicherweise hat auch so mancher unter uns heute hier Anwesenden schon Momente erlebt, in denen ihn ähnliche Gedanken anrührten. Trotzdem möchte ich, die ich 2 Generationen später im selben Dorf aufwuchs wie Maria Kubaszyc, ihren Worten auch die entgegengesetzte Sicht hinzufügen. Ein kleines Volk ist ein Glück. Die Zugehörigkeit zum Sorbischen beschenkt uns mit zusätzlichem Reichtum an Sprache und Kultur. Zudem kann sie in einer globalisierten Welt, in der wir so viel an Entwurzelung und deren verhängnisvollen Folgen erleben, Beheimatung bieten. Wurzeln, die nähren und halten, und Flügel, die den Flug ermöglichen. Wenn wir heute die höchste sorbische Auszeichnung entgegennehmen, denke ich mit Dankbarkeit an vieles zurück, was in meinem Leben die Grundlagen dafür schuf. Am Anfang steht das Elternhaus, ein landwirtschaftliches Gehöft in Quos. In einer 3-Generationen-Familie erlebte ich die letzten Ausläufer des selbstständigen Wirtschaftens vor dem Zwangseintritt in die Genossenschaft. Hier erfuhr ich auch eigenständiges Denken und Handeln. Wenn in unserem Haus entgegen dem Zeitgeist Treue zur Kirche und Treue zum Sorbischen gelebt wurde. Die Jahre an der sorbischen erweiterten Oberschule eröffneten die geistige Welt des Sorbischen und gewährten nebenbei durch Mitschüler Einblick in das, wie mir damals schien, intakte religiös-nationale Leben im sorbischen katholischen Gebiet. Der gerade Weg zu meinem Berufswunsch, im sorbischen Bereich zu wirken, war mir jedoch versperrt. Das Studium der Sorabistik, seinerzeit ausschließlich auf den Lehrerberuf ausgerichtet, verbot sich der ideologischen Überfrachtung wegen von selbst. So gelangte ich erst auf längeren Umwegen über die Berufsabschlüsse als Verlagsbuchhändlerin und Zahnärztin zu meinem eigentlichen Ziel. Die Vertiefung in geschichtliche Vorgänge und in Biografien sorbischer Persönlichkeiten führten mir immer wieder vor Augen, dass schon Generationen vor uns auf verschiedene Weise das Glück und Unglück der Zugehörigkeit zum kleinen Volk erfahren hatten. Ungeachtet dessen fanden sich stets aufs Neue Männer und Frauen, die sich dieser spannungsvollen Ambivalenz aussetzen
und für die Weiterentwicklung der Sprache und Kultur ihres Volkes wirkten. Auf sorbischen Spuren durfte ich mich aus der kleinen in die große Welt begeben und das Sorbentum in Übersee kennenlernen. Auch in Amerika und Australien fand ich viele, die sich als Sorben bekennen, das Erbe ihrer Väter schätzen und es weiter in die Zukunft tragen. Eine Frage jedoch steht seitdem für mich im Raum. Wird das, was ich dort an Sorbischem ohne sorbische Sprache vorfand, auch unsere Zukunft in der Lausitz sein? Jakub Bartschichinski, dessen Namen der Preis trägt, zeichnete im Gedicht Helgoland, Lausitz, ein eindrückliches Bild zur Lage des Sorbentums. Es gleicht einer Insel inmitten, so können wir zweifellos sagen, des Deutschen Meeres, dessen Wellen ihre Existenz bedrohen. Diesem Zerstörungsprozess sollte nach Czichiński Meinung mit konservativen Maßnahmen entgegnet werden. Verkauft nicht eine Scholle der sorbischen Erde. Andere formulierten ähnliche Losungen. Der Sorbe ist des Sorben Bruder. Sorben stets in Treue wahrt, Sprache, Glauben, Väter, Art. Dies ist das Programm des sorbischen Konservatismus, der Vorhandenes zu erhalten sucht. Wir können das Sorbentum aber nicht nur als eine gefährdete Insel sehen. Es lohnt sich auch, in der Nachfolge von Guido Lorenz über das Bild des Schiffes nachzudenken, das neue Ufer und Häfen sucht, das auf der Suche nach neuen Erfahrungen und neuen belebenden Kräften ist, Bestehendes bewahren und zugleich Neues schaffen. Das ist umso schwieriger, weil die sorbische Insel kein einheitliches Land ist und das sorbische Schiff keine einheitliche Besatzung hat. Die Sorben sind in sich konfessionell, kulturell und sprachlich differenziert, wie ich es schon in der Kindheit erfahren habe. Bei der Großmutter in Storcha lernte ich das Leben im katholischen Dorf mit sorbischer Umgangssprache kennen. Bei der Großmutter in Losa, die aus dem schlesischen evangelischen Bürgertum stammte, erlebte ich, dass dort nur noch einige ältere Bewohner die Sprache Handriselers verstanden. Unsere Familie lebte in beiden Welten und dazu noch im Kreis der sorbischen Intelligenz in Bautzen. Die Schule vermittelte uns bei aller ideologischen Enge eine gute Ausbildung. Das Studium der Theologie bedeutete eine enorme Erweiterung des geistigen Horizontes. Die Möglichkeiten, die sich uns Studenten an den kirchlichen Hochschulen in Naumburg, Leipzig und Berlin boten, waren für die DDR-Gesellschaft einzigartig. Nur als kleinen Fakt verweise ich darauf, dass wir fast uneingeschränkten Zugang zur westlichen Literatur hatten. Ein zusätzliches Jahr in Prag eröffnete eine neue Sicht auf die slawische Welt. An die Zeit der Wende erinnere ich mich als einen der schönsten Lebensabschnitte. Endlich verschwand die verknöcherte Funktionärsgesellschaft
und neue Wege eröffneten sich. Nach meinen Möglichkeiten versuchte ich, am zentralen runden Tisch in Berlin für die Sorben zu wirken und mich zugleich für die Modernisierung der Domowina einzusetzen. Dass ich in dieser Zeit nicht wie andere evangelische Pfarrer in die Politik wechselte, war eine richtige Entscheidung, die mir 3 Jahrzehnte weiteren Wirkens im kirchlichen und im sorbischen Bereich ermöglichte. Inzwischen hat sich das Rad der Geschichte weitergedreht. Die heutigen Möglichkeiten fordern Sorben auf neue Art und Weise heraus. An Geld fehlt es nicht. Dem hohen Stand der staatlichen Förderung mögen sorbischerseits auch das Wissen, der Wille und die Ausdauer entsprechen. Vorangegangene Generationen haben uns beiden das Sorbische in die Wiege gelegt. Wir haben es als Geschenk angenommen, es nach unseren Kräften gefördert und weitergegeben. Wir freuen uns, dass uns Jüngere folgen, darunter die beiden heutigen Preisträger des Cieszyński-Förderpreises sowie unsere Kinder und Enkel. Wir sind uns sicher, dass sie gemeinsam mit anderen das Sorbische, welches Glück und Unglück der Zugehörigkeit zu einem kleinen Volk in sich birgt, weiter in die Zukunft tragen werden. Dabei wünschen wir ihnen, dass sie zeitgemäße Möglichkeiten finden, unser Helgoland zu erhalten und voller Mut zu neuen Ufern aufbrechen, dass sie ihren Weg gehen, bewahrend und erneuernd. Swoje